100.000 Menschen sind auf den Petersplatz gekommen. Sie wollen das erste Mittagsgebet von Papst Leo XIV. Sehen. Und sie kommen mit großen Erwartungen. Ein Wandel, das Ende der Kriege, ein Wandel für die Jugend, auch ein bisschen ein Wandel der Kirche. Unser Papst vertritt uns alle. Er ist nicht nur US-Amerikaner. Er war die meiste Zeit in Peru. Ich glaube, dass er für alle da sein wird und verbindet. Ja, er kann. Nach all dem, was wir über seinen Hintergrund wissen, das spricht für sich. Leo XIV., oder wie er vorher hieß, Robert Prevost, ist in Chicago geboren, wächst dort in einer katholischen Familie auf. Und er weiß schon früh, was er werden will, erinnert sich einer seiner Brüder. Er wollte Priester spielen. Er hat das Bügelbrett von unserer Mutter genommen, ein Tischtuch drüber gelegt und wir mussten zur Messe. Er wusste alles. Er konnte die Gebete auf Latein, auf Englisch. Das hat er immer gemacht. Er hat das total ernst genommen. Es war kein Spiel. Trotzdem studiert Robert nach der Highschool erst einmal Mathematik und Philosophie. Erst danach tritt er dem Augustinerorden bei und studiert Theologie. Es ist der Anfang einer Karriere, die ihn bis ganz nach oben führen soll. Ich könnte gar nicht stolzer sein. Mein Bruder ist nicht nur der Papst, sondern der erste US-amerikanische Papst. Der erste Papst aus Chicago und mein Bruder. Am Donnerstag wird Leo zum Papst gewählt und tritt das erste Mal auf den Balkon des Petersdoms. Und macht etwas, das es vorher noch nie gab. Er spricht Spanisch, nicht nur Latein und Italienisch, wie bisher alle Päpste vor ihm. Und ich darf auch ein Wort des Grußes an Sie alle richten. Insbesondere an meine geliebte Diözese Chiclao in Peru. In Peru hat Leo sein halbes Leben verbracht. Als Bischof, der vor allem den Menschen nahe war. Umso größer ist die Freude in Peru, als klar wird, dass ihr ehemaliger Bischof jetzt Papst ist. Ein Peruaner, ein Papst aus Chiclayo. Dadurch, dass er so jung ist, freuen sich alle gemeinsam über den Papst Leo XIV. Leo wirkt anders als Papst Franziskus, zurückhaltender, auch kontrollierter. Trotzdem sieht er sich auf den Spuren seines Vorgängers. Dessen Grab ist es auch, zu dem einer seiner ersten Besuche geht. Bei seinem Mittagsgebet am Sonntag greift Leo die Friedensbotschaft von Papst Franziskus auf. Auch ich wende mich an die Großen der Welt, indem ich den immer aktuellen Appell wiederhole. Nie wieder Krieg. Der Friede sei mit euch allen. Das waren die ersten Worte von Leo als Papst überhaupt. Und auch am Sonntag bezieht er, noch deutlicher als sein Vorgänger, Stellung. Ich trage das Leid des geliebten ukrainischen Volkes in meinem Herzen. Möge alles getan werden, um so bald wie möglich einen echten, gerechten und dauerhaften Frieden zu erreichen. Mögen alle Gefangenen freigelassen werden und mögen die Kinder zu ihren Familien zurückkehren. Nicht nur über den Krieg in der Ukraine spricht Leo am Sonntag. Er spricht auch den im Gazastreifen an und den Konflikt zwischen Indien und Pakistan. Und macht damit schon in seinen ersten Tagen klar, es ist die Friedensbotschaft, die er als zentral für sein Pontifikat erachtet.